Weiter geht's, Freunde, zurück bei Pokémon Legenden Arceus. Heute natürlich wieder mal auf Hochdeutsch. Ganz normal. Und ja, wir sind auf dem Weg zum Wächter, zu Axantor. Wollen aber hier und da natürlich uns noch ein bisschen umgucken. Items, wilde Pokémon. Da gibt es ja noch viel zu entdecken. Und da zum Beispiel ein wildes Papinella. Krafttechnik, Tackle. Es kontert mit dem Giftstachel und es ist viel schneller. Nein, aber haben natürlich Krafttechnik eingesetzt, deswegen bin ich eigentlich langsamer. Level up, ein paar Attacken gemeistert, sehr gut. Wir haben gerade einen Pilz gerade gesehen. Hübscher Pilz. So, und Damieplex ist ja leider vergiftet. Habe ich was gegen die Vergiftung? Der Glanzsteine 130. Nee, aber leider nichts dabei. Schade eigentlich. Okay, dann switche ich doch mal das Pokémon rum. Pamelin? Da vorne scheint noch ein Pokémon drin zu stecken. Das kann ja eigentlich nur sich um einen Kleinstein handeln. Und Wasserdüse. Oh, er hat überlebt, krass. Vielleicht ist es ja sogar ein schweres Pokémon. Baut auch noch eine Pokédex oder ein paar schwere Kleinsteins. Danke, Bamelin. Ein kleiner Spring gesehen. Okay, da wieder was im Pokédex. Sehr gut. Das lobe ich mir. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwas ablegen und verbrauchen. Und das geht natürlich schon. Ich kann hier natürlich auch direkt wieder was herstellen. Vielleicht mal, ja, Vitalknospen, wie so viele Dinge. Das Problem ist halt, ich weiß nicht genau, ob ich irgendwie Vitalknospen besonders für was brauche. Das ist momentan ein bisschen mein Problem. Hat schon ein bisschen Zelda Breath of the Wild Faktor, wa? Da muss man schon zugeben, sieht schon ein bisschen danach aus. Aber sonst ist natürlich auch cool. So, warte mal, habe ich irgendwo noch ein paar Papinella gesehen? Sogar ein paar. Das heißt, man könnte hier eigentlich auch noch gut trainieren. Die werden doch sicher einiges an Erfahrungspunkte geben. Ja, Stachelspur zum Paralysieren. Auf ein Elektro-Pokémon eher schwierig. Schade, wollte einen kann schleifen. Beziehungsweise überraschen vor allem. Tag für Bamelin. Okay, wir gucken uns da gleich mal um, aber schon länger nicht mehr gemacht. Super.
Du, du, du. Ganz normales Wampel. Ja, da ließe sich noch was machen. Oh, um Gottes Willen, ey. Das Gefühl, es wird immer schwieriger, die Pokémon zu fangen. So. Ja, die Wildnis. Sie ist bedrohlich. Dann kann man das Haspiro da anschleichen. Nein, dann alles klar. Das war knapp. So, Donnerzahn bitte. Erfahrungspunkte für alle. So. Da sind Pokémon drin. Da wird vermutlich was für Igelava drin sein. Oh, ein Watribi. Ja, aber es ist ein männliches. Trotzdem mal eins gesehen für den Pokédex. Eine Beere, kann ich ihn da aufnehmen. Hi, Anton! Dann kommt Typ Elektro besiegt. Aha, ja gut, dann. Wenn du so wild drauf bist, besiegt zu werden, gar kein Thema. Danke, Luxio. Das andere Anton ist da drüben. So, perfekt. Level Up für Staravia. Oh, das sind Pudox da oben. Wäre eigentlich wieder ein Kandidat für Damirplex. Trotz Vergiftung, aber es ist halt auch ein Gifttyp. Oder? Wurde überrumpelt. Sehr schön. Nutzt das doch direkt mal aus für... Mann. Vergiss immer wieder, weil ja, die Auswahl natürlich auf dem Schwerball, aber ich muss trotzdem mit ZR und nicht mit A. Ein Pudox. Sehr schön, neues Pokémon. So, jetzt gucken wir mal wegen den Attacken. Flammenrad hat's drauf. Okay. Tschüss, Glut. Sehr schön. Staravia, hast du auch was Neues? Nee, aber ein paar gemeistert. Sehr gut. Luxio. Auch nichts Neues. Warte mal noch drauf, dass er einen Donnerzahn meistert. Feuerzahn braucht er eigentlich nicht, weil eben wir haben noch einen Feuer-Pokémon im Team.
Passt also soweit auch. Das ist auch noch dasselbe. Da ist auch schon mal Aquarelle drin. Ja, kann machen. Die Attacke trifft garantiert. Okay, der ist neu. Normalerweise verwirrt sie, ja. Gedankengut. Ja, später vielleicht, wenn es entwickelt. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Entwicklung, also damit hier, die neue Entwicklung, dass die sicher im Spezialangriff ein bisschen stärker ist. Als Damia Plex, aber momentan lohnt sich das noch nicht, finde ich. Noch ein paar Entons, da wissen wir mittlerweile, die lieben es, von Elektroattacken besiegt zu werden. Huch, was ist denn da los? Eine richtige Enton-Armee da oben. Und wir gehen die Donnerzähne aus. Nicht ganz so geil. Nee, Enton, ich bin nicht angegriffen. Das gibt's nicht, gibt's nicht. So, Luxio hat eine neue Attacke erlernt. Das will ich jetzt mal gucken. Donnerwelle. Zum Fangen eigentlich nicht so schlecht. Ich gucke gerade mal Luxio mit dem Eiszahn. Ist natürlich auch für Flug-Pokémon gut, gar kein Thema. Ja, aber kann man nicht mehr im Notzughieb raus. Ich habe gerade überlegt, ob ein Eiszahn überhaupt auf ein Elektro-Pokémon noch sinnvoll ist, aber ja. Ja und nein. Donmadribi. Ist wieder mal ein Männloch, das wundert mich weniger, weil es ist einfach mal so. Aber 90% der Vadribi sind Männloch. Das Problem ist ja, nur weibliche Vadribi können sich weiterentwickeln. Beim Pokéball tut sie auch. Oder auch nicht. Nur du ein bisschen sauer bist, also bitte. Gut, ich hatte doch gewarnt. Ich wollte dir eine Chance geben. Wenn du halt nicht willst, dann tut's mir leid. Hätte einfach schön Teil unseres Teams werden können, aber nee, es wollte nicht. Ja, dann halt. Was ist denn das? Jetzt muss das Vieh loswerden. Ja, ich habe bereits eins gefangen, ohne entdeckt zu werden. Ja. Mit Nahrung gefüttert. Okay, da fehlt noch. Ja, super. Immerhin den Pokédex-Eintrag haben wir dafür noch, beziehungsweise die Erweiterung. So, damit hier, damit Plex, Entschuldigung. Ach, das ist ein Panekon. Ich habe gar nicht gecheckt, zuerst.
Durch den Baum hindurch. Nein, bitte nicht schon wieder. Du. Vergiften man natürlich. Sehr gut. Nachts gefangen. Oh, offenbar sehr wichtig. Eine Tasche ist voll für die Schwarzglanzsteine generell, war. Habe ich schon befürchtet. Ich wüsste nicht, was ich jetzt sonst noch irgendwie ablegen könnte, deswegen lassen wir einfach mal liegen. Es gibt noch genug von denen, also. Gar kein Problem. Anton, dich lassen wir auch hier. Ich hoffe, dass er mich hier irgendwo noch heilen könnte. Wäre schon geil. Ich bin Tobin, Mitglied des Perlclans und Wächter von Axantor. Ich dachte, Axantor wäre der Wächter. Schon überwältigend mächtiger Axantor ist auch überwältigend noch mächtiger geworden. Leider ist aber auch der Grund dafür, dass ich nicht zu ihm lassen kann. Es ist schlicht und ergreifend zu stark. Der gewaltige Blitz, der es neulich getroffen hat, muss es mit der Macht des ehrwürdigen Sinnoh erfüllt haben. Komm schon. Du scheinst wirklich Feuer und Flamme für Axantor zu sein. Bemerkenswert. Wenn nötig werde ich meinen Viskor von ihr vertreiben. Zeigt, was ihr könnt. Warte mal, das Viskora, wollte gerade sagen, nicht der Schneckendrache quasi. Igelava setzt den Walzer ein. Drachenbogen, was Wasserattacken beherrscht. Ja gut, das sind natürlich eine Schnecke. Was? Alter, was ist mit dem Spiel los? Ganz ehrlich. Das kannst du so schnell angreifen. Und vor allem Igelava krepiert ständig. Oh, das geht mir so auf den Sack, ganz ehrlich. Das war ein simpler Scheiß Blubber. Ja gut, es gibt gar nicht viele Punkte, ja, aber trotzdem. Das kann nicht sein. Eine Niederlage ändert aber nichts daran, dass er dich nicht zu Axantor lassen kann. Seine Lieblingsschweine Lobvorgaben darbringt. Kann ich mal. Ich als ein treuer Wächter nah genug an Axantor heran, um es ihm zu geben. Außer du hätte erst recht keine Chance. Es heißt, dass ehrwürdige Sinnung gewährt den Vorfahren von Axantor, Damitir und ihresgleichen vor langer Zeit große Macht. Mit deren Hilfe beschützen sie Pokémon und Menschen gleichermaßen. Ohne diesen Segen könnte Perlclan heute nicht in Hisui leben. Perla? Axantor ist also noch stärker geworden? Dann ist es jetzt eine regelrechte Bedrohung. Was, wenn der seltsame Blitz, der es getroffen hat, von diesem falschen Sinnoh geschickt wurde? Dass er Diamantclan verehrt. Ein Perlclan ist Axantor ein sehr bedeutsames Pokémon. Ich kann das Schicksal doch unmöglich in die Hände eines Außenseiters legen. Aber von diesem Gedanken muss ich mich wohl verabschieden. Je früher Axantor besänftigt werden kann, desto besser. Wenn wir es nicht davon abhalten, noch mehr Menschen-Pokémon zu verletzen, wird es irgendwann zu Konflikten mit dem Diamantclan und der Galaktik-Expedition kommen. Hey, Fremd aus dem Himmel! Bist du sicher, dass die Galaktik-Expedition diese Angelegenheit regeln kann? Wir kriegen ihn schon hin. Na schön, Topin und ich werden die Lieblingsspeisen nach Axantor besorgen. Währenddessen suchst du eine Methode, mit der wir es besänftigen können. Du kennen jeden einzelnen Winkel von Hisui, wenn es sein muss. Jetzt gehe ich einfach wieder was. Von Arceus Phone schon auf irgendwas zu reagieren. Eine mysteriöse Kraft kann zu einem Handumdrehen in den Basislagern zurückkehren. Ein Basislager an einen Ort zu führen, man nicht verfügbar ist. Hey, schneller als kennen wir doch schon.
Ja, super. Jetzt wollte ich eigentlich da... Dann eben nicht. Gehen wir halt zurück. Mann, Mann, Mann. Oder Items kaufen willst. Ah, geht das eigentlich auch. Ja, die Dinger verkaufen immer noch. Wie sieht es mit Verkaufen aus? Ja gut, werden wir erstmal ganz kurz ausruhen. Dann hat die Pokémon wieder fit. Auch mein geliebtes Igel-Lava, was ständig so hart kämpfen muss und draufkriegt. Nein! Mann. So, jetzt. Wenn wir ein paar Items in die Lagerkiste packen, wäre mal was. Hier zum Beispiel. Soll ich mal die Leistungsdinger mal ablegen, wobei die sammeln wir eh immer wieder ein. Kann man das ablegen? Und die Schließvorrichtung gefertigt wird. Ja, bis jetzt irgendwie den Eisenbrocken noch nie gebraucht, also ab damit. Das Ding auch. Genau, den Schwertling. So. Michael, hallo! Wir haben nun Untersuchungen zu Xanto, alles im grünen Bereich. Geht so. Ist ein bisschen kacke alles. So, dann Lebensspeise und das also beruhigen, sagst du. Dann muss ich mal im Büro nachgrüben. Lassen wir Gesellschaft, Michael. Das war's schon, okay. Ah, da hat sich ja gelohnt, zu Xanto aufzubrechen. Irgendwelche Pokédex-Einträge noch abgeschlossen? Ich glaube eigentlich eher weniger, oder? Ja, vor allem ein bisschen aktualisiert. Ja, gut. Ist natürlich auch schön. Oh. Wir können schon ein 2-Sterne-Mitglied werden. Das ist natürlich wichtig, weil für lang ist unser Pokémon gehören uns nicht mehr. Gib mir noch einmal die Informationen durch, die du von Perla und Tobin erhalten hast. Das Rajagram Xanto hat sich früher mit seinen 2 Lieblingsspeisen beruhigen lassen. Könnte es sein, dass durch die Kombination beider Speisen ein bestimmter Duft oder gewisse Bestandteile entstehen, die eine besänftigende Wirkung auf Xanto haben? Aber wenn sich ihn im jetzigen Zustand nicht mal seinen Wäscher nähern kann. Bitte gib mir etwas Zeit zum Nachdenken, ja? In Unterlagen muss es doch irgendwo einen Anhaltspunkt geben. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr läuft, Professor. Der Part wird nicht kürzer. Oh, that's it. Das ist es. Wir werfen sie ein, oder genauer gesagt du. Dein Wurftalent hast du ja schon bewiesen. Warum solltest du Xander seine Lieblingsspeisen einfach zuwerfen? Klingt schlüssig. Schlüssig. Ich werde die Technologie zur Herstellung von Pokébällen nutzen, um die beiden Zutaten zu einer runden Kugel zu formen. Diese Kugel sollte dann ihre besänftigende Wirkung empfallen können. Ich taufe sie auf den Namen Entspannungskugel. Wäre Levi-Kugel nicht ein besserer Name? Aber es hört sich doch so an, als würde jemand mich werfen. Die beiden Lieblingsspeisen und Xanto besorgen jedenfalls der Pearl-Clown für uns, korrekt? Alright. Du sollst jetzt zum Baumriesenkampffeld zurückkehren und den Perlkampf an unserem vorhandenen Kenny setzen, Michael. Wenn du zum Baumriesenkampffeld möchtest, würde ich es empfehlen, erst zur Anhörenbasis aufzubrechen. Das ist in euer Ernst, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Also zumindest so ein Basislager zurück. So, warte mal, ich muss meinen Rang noch erhöhen. Das Problem ist halt, meinen aktuellen Rang, den wir haben. Wir brauchen Pokémon bis Level 20, aber Igelava und so sind schon darüber. Ja, gucken Sie nur, gucken Sie nur. Wir kennen deinen Fortschritt an. Damit hast du einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet. Yeah, der 2. Orden, geil. Oh, nee, der 2. Rang. Gibt dir keine Orden.
Du bist offiziell ein 2-Sterne-Mitglied der Galaktik-Expedition. Du kannst nun Federbälle einsetzen. Außerdem, wenn der Pokémon bis Level 30 im Kampf gehorchen. Zudem fällt die Belohnung für deine Forschungsarbeit nun größer aus. Das solltest du auch bekommen. Diese Anleitungen werden dir jetzt sicher von Nutzen sein. Für Federbälle, Dankeschön. Stängel Ätherkraut. Ah, okay. Jo, das will ich, das muss ich, das werden wir. Deswegen gehen wir raus, Freunde, denn ich will noch ein bisschen in der Stadt umgucken. Es gibt, glaube ich, noch 1, 2 Sidequests hier abzuschließen, wenn wir schon dabei sind. Und dann hoffentlich in der nächsten Folge kümmern wir uns um Axantor. Fangen wir es sogar? Ne, ich glaube, das geht gar nicht. War Axantor fangen, aber ja. Oh, warte mal, ich bin interessiert. Ich weiß, DP haben wir jetzt noch nicht so viele, vor allem nicht genug für die Entwicklungssteine hier. Und die Items. Damit geht es um ein bestimmtes Item. Ne, das ist nicht hier. Das sind vor allem die Items, die wir zum Teil auch kennen. Zum Beispiel so Blattstein, Eisstein und so ein bisschen für die Evoli-Entwicklungen. Oder für gewisse Sinnoh-Entwicklungen. Zum Beispiel auch Schafklaue oder Schafzahn. Düsterumhang ist auch klar, Metallmantel genauso. Weil mir ging es gerade darum, für das Item, was wir für Axantor brauchen. Aber dann machen wir das später mal. Und ja, erstmal gucken wir noch ein bisschen in der Stadt um. Vielleicht auch erstmal noch ein paar Federbälle entwickeln und herstellen. Mal gucken, was wir noch alles machen können. Und sage ich mal an der Stelle, vielen fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Hoffentlich dann besiegen wir oder besänftigen wir zumindest mal Axantor. Bis dahin, bye bye.